Ja, und? Nur mal zu, Frau Linke. Mal zu. Ich kann mir das doch nicht aus den Rippen schneiden. Wenn ich das könnte, dann hätte ich das schon längst getan. Woher Sie das nehmen, interessiert mich nicht. Nee, oh, das sollen Sie aber nun mal ganz genau zu wissen kriegen. Ja, hiervon nehme ich das. Aber da kann man sich abmachen, dass der Schweiß nur so in die Augen läuft, das drübbelt man nur. Genau wie Ihre Decke. Hier, da oben, das habe ich Ihnen schon längst erzählt. Herr Ritter. Was hat das denn damit zu tun? Was das damit zu tun hat. Sie haben Ihr Geld noch immer gekriegt. Wenn nicht heute, denn morgen. 20 Jahre lang wohnen wir nun schon hier. 2 Monate sind Sie mir nun schuldig. Und 20 Jahre lang haben wir pünktlich bezahlt, aber nie sind Sie auch nur einmal hier raufgekommen. Nun halten Sie doch davon auf. Ja, das muss sein. Sie werden ja wohl auch nicht Zeit haben, nicht? Nicht eine Minute, den ganzen Tag nicht. Lassen Sie mich in Ruhe arbeiten, dann kriegen Sie auch Ihr Geld. Tja, das sagen Sie. Das ist ja eklig. Ja, nee, das ist mein Geld, was da bummelt, Herr Ritter. Gutes Geld. Ihr Geld, Herr Ritter. Ja, so sieht das aus, ehe das klimpert. Dann sehen Sie gefälligst zu, dass es bald klimpert. Und sehen Sie, haut er irgendwann ab. Also. Und sehen Sie zu, dass das Dach bald repariert wird. Ist doch nicht so seltsam. Sonst regnet das noch auf Ihr Geld. Ole Flößte. Naja, nur sei ja weg, dann kann ich sie ja wieder abnehmen. Oh, was? Ach, die Deren. Ja, ich komm ja schon. Nee, das ganze Treppenhaus riecht nach Wäsche. Kannst du nicht wenigstens das Fenster aufmachen? Der Trudi, lass das nach, weil ich soll hier wohl noch Rheumatismus kriegen, ne? Was ist das überhaupt für eine Art? Kommst hier rein, sagst nicht guten Tag, spielst die große Dame, krieg keinen Kuss. Mach Kaffee. Bin dir aber erst eine Schürze um. Meine Zeit, was war das wieder für ein Tag heute? Erst denkst du, der hört und hört, du geh doch weg. Die hört nicht auf. Und bums ist das soweit. Und dann ist das Abend. Und von lauter Arbeit kommt doch rein weg zu nix. Rudi, komm, hilf mir mal eben retten. Das da muss auch noch am Trockenboden, ehe das düster wird. Ich denke, ich soll Kaffee machen. Rudi, Kaffee machen ist doch keine Arbeit. Los, hier, komm, pass an. Ach. Rudi, nun pack doch richtig zu. Dir fällt schon kein Zacken aus der Krone, wenn du deiner Mutter mal hilfst, nicht? Ach, ich will hier weg. Oh Gott, wo denn nun schon wieder hin? Ich will ausziehen. Du bist ja verrückt. Ja, die anderen Mädchen wohnen auch nicht mehr bei ihren Eltern. Und für das, was ich hier abgeben muss, da kriege ich ein Zimmer ganz für mich allein. Alt genug bin ich ja wohl auch. Solange dein Bruder keine Arbeit hat, bleibst du hier und damit basta. Ah, ja. Trudi, wir brauchen doch dein Geld. Da kommen wir gerade so über die Runden mit. Kann mich hier ja auch nicht tot machen. Ja, wenn wir mal einen richtigen, deftigen Gewinn hätten in der Fernsehlotterie, dann wären wir aus allem raus, Mensch. Das wäre was. Zimmer für mich allein mit. Ich habe im ganzen Leben kein Zimmer für mich allein gehabt. So was. Willst du denn das Geld, was wir so nötig brauchen, fremden Leuten in den Rachen schmeißen? Ja, und wenn mich mal einer besuchen will? Hier kann ich ihn doch nicht mit hernehmen. Wenn du ihn nach hier nicht mitnehmen kannst, dann soll... Trudi! Ja. Dann soll er draußen bleiben. Hier nicht mit hernehmen. Was? Was heißt das überhaupt, hm? Sag mal, Trudi, warum ist Gerd eigentlich so lange nicht hier gewesen, hm? Oh, das weiß ich doch nicht. Aber ich weiß das ganz genau, du. Wenn jemand ausbrechen will, dann weiß er das ganz genau. Bloß wo es denn hingehen soll, das weiß er nicht. Ich weiß schon, wo es hingeht. Na, dann ist ja gut. So, mach Kaffee, das anders schaffe ich allein. Ich habe aber keine Lust, mein Leben lang in anderer Leute Haare rumzuwühlen. Das muss ich, wenn ich Gerd heirate. Ich habe immer gedacht, du hast ihn lieb. Nee, das
Kann doch hier am besten sehen, wie das ausgeht. Was hat das wohl noch mit Liebe zu tun? Naja, ich verstehe wohl nichts davon. Dein Vater arbeitet ja auch nur in Hafen als Schauermann. Und ich habe ihn geheiratet. Hier bist du auf die Welt gekommen und da unten hast du gespielt. Wenn nicht gerade Fliegeralarm war. Rudi, Gerd ist ein ordentlicher Mensch. Er hat Arbeit. Und er trinkt nicht, wie dein Vater. Ordentlicher Mensch. Was ist das schon? Das ist das Einzige, was wichtig ist. Du, ich will dir mal was sagen. Du gehst zu viel ins Kino. In so einem Film, da hört das immer auf, wenn es gerade am schönsten ist. Aber das Leben, das geht dann weiter. Oh, Mensch, wer ist das denn nun wieder? Guck mal nach. Huch, die olle Krause. Erna, was will die denn noch? Schludern, was sonst wohl? Ach, Soll ich den Kaffee wegstellen? ach was, nein. Ach, Emma, ich dachte, du bist gar nicht da, du. Mensch, das bin ich gelaufen, du. Ein Wunder, dass ich um ein Auto gekommen bin. Du musst mich erst mal hinsetzen. Los, einen ganz kleinen Augenblick. Ach, Gerti ist ja auch schon da. Gerti, wer ist das denn? Meinst du am Ende Trudi? Ach, was Trudi oder Gerti, das ist ja egal, nicht. Aber Trudi ist doch kein Name für einen Filmstar, nicht? Also wenn ich du wär, Trudi, ich würde mich Gerti nennen. Hast doch ganz andere Chancen, nicht? Auch ich bin ganz alle. Ich muss dir erst mal verpusten. Ah, Filmstar. Geht dir das nicht gut? Ist was passiert? Haben sie dich rausgeschmissen? Was, mich rausgeschmissen? Oh, Emma, ich gehöre doch zum Inventar. Ich habe doch schon sauber gemacht, als es noch gar keine Filmgesellschaft gegeben hat. Du, Emma, du, ich habe Eimer, Schrubber und alles stehen lassen, wo das gerade stand. Direkt im Mann vor der Tür, du. Können Sie mal den gern überfallen. Du, Emma, bloß deinetwegen habe ich alles stehen und liegen lassen. Ist ja da was weggekommen? Das kann doch gar nicht angehen. Ich habe doch alles abgeschlossen. Aber das ist doch immer so, Mensch. Wenn da mal was wegkommt, dann war das immer die Aushilfe. Emma, nix ist weggekommen. Aber mit der Aushilfe, das ist wohl vorbei. Naja, wieder ein paar Mark weniger in der Woche. Dafür aber 50, auf was sag ich, 100.000 Mark mehr. Jetzt klappt. Sie sind hinter dir her. Was, hinter mir? Nee, hinter Trudi. Was? Wer ist hinter mir her? Na, wer ist denn heute schon hinter so einer schmucken jungen deren her, was? Also pass mal auf. Ich scheue da gerade vor der Tür vom Trophy-Film den Gang. Und da höre ich. Na, ich denke, ich höre nicht richtig. Ja, was denn nun? Linke. Linke? Linke. Ich bin ja nicht neugierig, das wisst ihr ja nicht. Aber die Tür, die ist dann so ein bisschen auf. Und da höre ich. Na, was wohl? Erna. Das ist die richtige. Die müssen wir haben. Nun kommst du. Na und? Wir sind das ja nicht allein, die Linke heißen, nicht? Aber die einzigen, die in der Marienstraße 37 wohnen. Was? Das haben Sie gesagt? Marienstraße 37 haben Sie gesagt? Gesagt, gebellt haben sie das. Du, ich kenne das, wenn die so Bölken tun, dann sind sie gibberig. Und dann haben sie doch gesagt, nix wie hin. Was? Hierher möchte ich Ja, doch. Du, und so wie ich die Filmbranche kenne, gibt es morgen keine Gertrud Linke mehr. Nee, dann heißt sie Gerti Dolores oder so. Mensch, Emma, du guck dir den doch mal richtig an. Nicht? Sieht die nicht aus wie eine Großaufnahme? Dummes Zeug. Oh, dummes Zeug, das ist nur der Dank. Ich laufe hier bald die Lunge aus dem Hals, dass das große Glück ja nicht in die schiedige Wäsche reinplatzt. Und dann dummes Zeug, also das ist doch... Ja, aber ein Film weiß kein Mensch, dass es überhaupt eine Gertrud Linke gibt. Und das ist gut so. Und das bleibt auch so. Mutter. Mutter, mach den Mund zu, stehen ja nicht rum. Wenn dein Vater gleich kommt, dann braucht er seinen Kaffee. Na, wer das bald? Ja, aber, also, Mutter, ich kann doch jetzt keinen Kaffee kochen. Also, jetzt doch nicht mehr. Lass mal, du, die Gerti. Lass mal, du, das mach ich schon. Oh, echt ein Bohnenkaffee? Na, aber von wegen dummes Zeug, was ich gehört habe, hab ich gehört. Wenn du schon hörst, wenn der Tag lang ist, kommt was machen, ich muss auf den Trockenboden. Mutter? Wer das bald? Mutter, ich habe mich fotografieren lassen. Was hast du? Ja, und die Bilder habe ich an alle Filmgesellschaften geschickt. Mit Namen und Adresse. So, nun weißt du's. Und was Frau Krause sagt, das kann gut angehen. Siehst wohl? Weil ich über nichts fromm ist, das kostet doch viel Geld. Ja, mit meinem Geld kann ich doch wohl machen, was ich will. Du! Ja, das haben doch alle Mädchen bei
bei uns im Salon gemacht. Also dann lass doch. Warum hast du mir das denn nicht gesagt? Na, du hättest mich ja doch nicht gelassen. Du willst ja auch nicht, dass ich mal aus diesen Verhältnissen rauskomme. Wenn ich jetzt wirklich Ihr Typ bin und Sie kommen hierher. Frau Krause, haben Sie wirklich gesagt, dass Sie hierher kommen wollen? Nix wie hin, haben Sie gesagt. Dann sehen Sie mich hier. Mutter, nimm die Wäsche ab. Die Wäsche bleibt hängen, die muss morgen früh fertig sein. Wie sieht das denn aus? Wie bei armen Leuten. Und wenn du dich genierst, dass deine Mutter für fremde Leute waschen muss, dann musst du eben gehen. Sag mal, Emma, was hast du bloß dagegen, wenn Trudi zum Film geht? Ich mach das sauber. Ja, das tue ich auch. Und länger als du. Mein Gott, Emma, du, ich hab da der's mit Löcher auf den Strümpfen reingehen sehen und rausgekommen sind sie mit dem Nerv. Ja, eben. Aber ich meine, wenn da Löcher auf den Strümpfen sind, dann stopfe ich sie lieber, als dass ich da einen Pelz überbummel. Wo willst du hin? Nach draußen. Also nun langt mir das, aber wenn du nicht tust, was... Emma, du bist doch wohl nicht hauen, so eine große Dern Du da. kannst doch gar nicht mitreden, Mensch, du hast doch keine Kinder, die werden noch nie groß. Bin die endlich eine Schürze um? Also Mutter, dann lass mich wenigstens mein gutes Kleid anziehen. Oh Gott, du Dummbüttel, du. Glaubst du denn nur in Ernst und Filmdirektor, der klettert deinetwegen 4 Treppen hoch? Und wenn er das tut, dann kriegt er das erstmal mit mir zu tun. Mutter, Das hat gebimmelt. Das gibt es nicht. sind Sie das? So ein großer Langer, das hast du schon mal, hab ich da gesehen. Das hätte ich nicht gedacht. Mutter. Das kann Trudi ihr Glück sein. Und auch nicht, geh in dein Zimmer. Das tue ich Geh nicht. in dein Zimmer, habe ich gesagt. Und wenn du rauskommst, ehe ich dich ruf, dann kriegst du hier vor den Herrbecher hinter die Ohren. Das vergesse ich hier nie. Du Emma, du versündigst sie einfach, du. So handelt doch keine Mutter. Mensch, was weißt du denn? Die schlägt doch ganz nach ihrem Vater. Na, ich hoffe. Bernhard, du bleibst nur hier. Ja, bitte? Guten Tag. Ja. Frau Linke? Ja? Tornau, mein Name, Fritz Tornau. Ich bin schon ein paar Mal über Ihren Schrubber gestolpert. Erkennen Sie mich wieder? Oh Gott, da guckt unser einer ja gar nicht erst hoch, ne? Tja, und unser einer guckt eben zu selten hinunter. Naja, wie dem auch sei. 92 Stufen. Katastrophe. Das ist Liebling. Herr Liebling. Er heißt nicht nur so, er ist auch einer. Na, den werden Sie doch kennen. Ja, den kenne ich. Freut mich. Ja. Der guckt immer so. Ja, so gucken nur Produktionsleiter und Pferdehändler. Nichts gefällt ihm, alles ist ihm zu teuer. Und wir müssen dann einen Film daraus machen. Ich bin nämlich der Regisseur. Liebling, sieh dir diese Küche an. Sieh sie dir genau an. So will ich sie haben. Und wenn es ein Vermögen kostet. Ah, kannst du haben, kostet nichts. Milieufilme kosten nie was, bringen aber auch nichts. Entschuldigen Sie, ich hatte große Wäsche. Und die Decke da, die kleckert auch immer durch. Wissen Sie, der Hauswirt... Ach, Krause ist mein Name. Sie kenne ich doch auch. Das heißt ihr auch? Ich bin die Reinmacherfrau. Frau Linke ist bloß die Aushilfe. Aber wenn ich stören tue, kann ich ja gehen. Na, du bleibst hier. Womit kann ich den Herrn dienen? Tja, wie sag ich's meinem Kinde, was, Liebling? Keine Sorge. Wir wissen schon, dass die Herren wünschen. Ja, Frau Krause hat mir nämlich schon alles erzählt. Frau Krause? Haben Sie den ganzen Kram auf dem Flur stehen lassen? Liebe Zeit, Sie sind doch wohl nicht reingefallen. Reingefallen, drüber weggefallen bin ich Sie. Das kostet Sie Ihre Stellung, so wahr ich Liebling heiße. Sie sind ja wohl ganz und gar von Gott verlassen. Sie können mich ja gar nicht rausschmeißen. Ich bin ja von der Hausverwaltung eingestellt worden, ne? Tornau, die Frau wohnt ja nicht, schmeiße raus. Das wird mir aber leid tun. Nun regen Sie sich mal nicht auf, der schreit immer so. Da wundert man sich, dass Reinmacherfrauen immer alles zuerst wissen. Betriebsgeheimnis. Tja, denn war das wohl nichts mit der Überraschung. Schade. Aber was sagen Sie nun dazu? Was ich dazu sage? Gut, was soll ich dazu sagen? Ich bin dagegen. Ja, ich bin gegen Kino. Gut. Ausgezeichnet. Und warum sind Sie dagegen?
Gott, das ist nicht so leicht gesagt. Aber Sie gehen doch hin und wieder ganz gerne mal ins Kino. Nun kommen Sie mir bloß nicht so, ja? Sie mögen ja ein ganz netter Mensch sein, aber... Bin ich, aber? Kino ist Kino. Das hat doch mit dem Leben überhaupt nichts zu tun. Also ich kann nur sagen, ich bin dafür. Ich gehe sehr gerne ins Kino. Und wenn es nach Bier geht... Geht es, beste Frau, geht es. Gott sei Dank geht es nach Ihnen. Ihr seid unser Publikum. Mit euch machen wir unser Geschäft. Ja, und weiter. Wie ist nun Ihre Meinung, Frau Linke? Ich bin dagegen. Mensch, da hat man seine Kinder groß gemacht, anständig groß gemacht. Und was passiert? Der Film, der setzt ihnen so eine Flausen in den Kopf, wie sie alles noch viel besser haben können. Und mit einmal ist alles, was sie kennen, zu schlecht und viel zu schlimm. Und die glauben denn, dass sie so überhaupt nicht mehr leben können. Können sich vorstellen, dass ich nichts dagegen habe, dass meine Tochter das mal besser haben soll als ich. Aber dafür lasse ich sie ja Friseuse werden. Das ist was Reelles. Frau Linke. Nee, ein bisschen was verstehe ich auch vom Film. Ich mach das sauber. Ich will ihr ja nicht den Weg stehen, kann ich auch gar nicht. Aber ich möchte Sie bitten, meine Herren, lassen Sie doch das Kind in Ruhe. Da muss ja nun nicht unbedingt meine Tochter sehen, ne? Tochter, was wollen Sie eigentlich? Ihre Tochter ist es völlig piepschnotz egal. Das kann ich gar nicht an. Was wollen Sie mit Ihrer Tochter denn? Aber Frau Krause hat mir doch gesagt, dass Sie mit... Frau Krause, wenn Sie schon spionieren, dann machen Sie es aber auch richtig. Wieso haben Sie denn nicht gesagt, Marienstraße 37? Haben Sie nicht gesagt, das ist die richtige, die müssen wir haben, nichts wie hin? Haben Sie das nicht gesagt? Nee, das war er. Tornau, die Frau bringt mich noch um meinen Verstand. Ja, Mensch, ist doch alles in Ordnung. Ich habe doch gleich gesagt, dass es hier bloß eine Linke gibt und die bin ich. Genau, das sind Sie. Und um mit der lieben Frau Krause zu sprechen, Sie sind richtig. Sie müssen wir haben. Nicht? Ja, so wie Sie sind, mit Ihrer Schürze, mit dieser ganzen Küche und mit jedem Wort, das Sie gerade gesagt haben. Herrgott, meine gesegneten Augen. Und ich dachte schon, ich wäre blind geworden vor all diesen Schönheiten und Berühmtheiten, Liebling. Geht dir endlich ein Licht auf, was wir an dieser Frau haben? Na, eine Waschfrau, die was gegen den Film hat. Liebling, sieh sie dir doch an. Ist das nicht ein Gesicht? Frau Linke, was Sie da gerade gesagt haben, ganz meine Meinung, jedes Wort. Und in dieser Art will ich einen Film machen. Und Sie werden mir dabei helfen. Optimist. Seit heute, Liebling, ich habe eine Aufgabe vor mir. Ja, ich auch. Die größte Künstlerin kann mir das nicht bieten. Das Leben ungeschminkt. Wo wollen Sie denn hin? Ob Trommel, ich hab zu tun. Die Wäsche hängt sich nicht von alleine auf. Und was ich Ihnen gerade gesagt habe? Das erzählen Sie mal Frau Krause, die glaubt das. Emma, die meinen das in Ernst. Tornau, Zeit ist Geld. Du redest nicht vernünftig mit der Frau. Frau Linke, geben Sie mal her. Nun geben Sie doch mal her. So. Jetzt kommen Sie und hören Sie mir mal ganz genau zu. So, wir wollen also einen Film machen. Einen Film über eine Mutter, eine richtige Mutter, so eine, wie Sie es sind. Wir haben alles, Drehbuch, Schauspieler nur. Eine Mutter, die haben wir nicht. Wir suchen schon seit Tagen, ach, was sage ich? Seit Wochen. Und jeder Tag mehr kostet Geld. Viel Geld. Ein paar hundert Frauen habe ich mir schon angesehen, aber keine hatte das, was wir brauchen. Bis auf Sie. Und wieso kommen Sie gerade auf mich? Na, Sie wissen doch, wie man sie im Büro nennt. Hä? Mutter Linke. Darum, ach du Lebeti. Das war nur der Anstoß. Ich habe sie mir dann angesehen, ein paar Mal. Und da wusste ich, die oder keine. Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie müssen nur so sein, wie sie sind. Ich soll eine Mutter spielen? Nicht spielen. Sie sind doch eine. Doch alles dummes Zeug. Also ob das ein Spaß ist oder ernst, lassen Sie mich doch bloß mit in Ruhe. Das muss ja nun nicht ausgerechnet ich sein, nicht? Doch, das müssen Sie sein. Na Emma, was habe ich gesagt? Ich weiß doch Bescheid. Aber wenn Frau Linke nicht will, ich hätte schon Lust. Sie? Ja, ich mach doch auch sauber, ne? Aber nicht mehr lange. Na, Liebling. Aber Sie nennt doch niemand Mutter Krause, oder? Ja, dann möchte ich mal wissen, wie die Leute mich nennen, ne? Schludertante! Ist auch meine Meinung, so Tornau, nur endlich Schluss. Ich habe schon genug Ärger mit Weibern, die zum Film wollen. Soll ich mich vielleicht doch über eine ärgern, die partout nicht will? Ja, endlich mal ein vernünftiges Wort. Aber ich muss nun wirklich auf den Trockenboden, ehe es dunkel wird. Sie haben doch eine Tochter, ne? Ja und?
Die macht es Ihnen doch bestimmt nicht immer leid. Wozu sind die jungen Leute nun mal, ne? Und genau das will ich in dem Film zeigen. Das Leben, wie es ist. Und was es heißt, Mutter zu sein, wenn es an allen Ecken und Enden nicht langt. Ihnen würde man das glauben. Ja, Guten Abend, meine Herren. Entschuldigen Sie bitte, dass es hier so aussieht. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Katastrophe! Ist das Ihre Tochter? ich glaube ja. Ja, bei diesem Licht komme ich natürlich nicht richtig zur Geltung. Ach, Frau Krause, ja, bitte schalten Sie doch einmal die Lampe ein. Aber gewiss doch. So, Augenblick, es geht gleich weiter. Na, was sagen Sie nun? Rudi, ich habe mit den Leuten zu reden. Die Herren sprechen bestimmt viel lieber mit mir. Nicht wahr, Herr Direktor? Raus, tu dir deine Mutter Hör auf, tu, was ich dir gesagt habe. Meine Mutter ist so komisch. Kannst du nicht hören? Sie will mich nicht zum Film lassen. Lass mich los, Mutter. Ich lass mich nicht länger von dir kujonieren. Das geht dich nichts an, was die Herren von mir wollen. Ich lass mir von dir nicht meine Karriere kaputt machen. Du tust, was ich will. Die Mutter, Mensch, die Mutter! Warum haben Sie Ihre Tochter denn so angebrüllt? Das ist doch gar nicht, um sie geht. Ja, darum doch gerade. Mensch, sie hat sich so aufgedonnert und dann sind die Herren bloß meinetwegen hier. Nee, lieber brüll ich sie an. Und sie hat das auch verdient. So sieht Mutterliebe aus, Liebling. Wer spielt mir das? Bist du nun endlich überzeugt? Nee, aber was hilft, sie will ja nicht. Ich habe alles versucht, jetzt bist du dran. Ja, bitte, bitte. Ja, ja. So, Frau Linke, nun setzen Sie sich mal erst mal hin, sonst fallen Sie mir noch um. Ich engagiere Sie für diesen Film mit einer Pauschale von 4.000 Mark. Ich bin gleich wieder da. Morgen früh steht's im Blatt. So, Sie brauchen nur noch zu unterschreiben. Was war das? Wie viel haben Sie gesagt? 4.000 brutto natürlich. Wie viel verdienen Sie denn in der Woche? Fürs Reinmachen 30 Mark. Ach du meine Güte. Ja, nein, ich mache das ja auch nur einen um den anderen Tag, nicht? Und dann habe ich auch noch die fremde Wäsche. Dann würden Sie ja jetzt auf einmal so viel verdienen wie sonst in 3 Jahren. Ja? Ja. Sie müssen aber auch jeden Tag von morgens bis abends für uns da sein. Na, das steht ja alles im Vertrag. Lesen können Sie ihn nachher erst mal unterschreiben, ja? Von morgens bis abends? Nee, das kann ich nicht unterschreiben. Ja, warum denn nicht, verdammt nochmal? Ja, wer soll denn hier für Ordnung sorgen? Und was will mit der fremden Wäsche? Aber das haben Sie doch dann nicht mehr nötig. Oh, nee, und wer sonst soll das machen, wenn nicht ich? Trudi ist doch den ganzen Tag im Frisiersalon. Mein Sohn Kuddel, der sucht sich Arbeit. Und mein Mann, der soll... Wenn der abends nicht seinen Kaffee kriegt, wenn er nach Hause kommt, dann geht er um die Ecken. Nee, ich kann das nicht unterschreiben. Oh Gott. Tornau, ich gebe auf. Die Frau verdient ihr Glück nicht. Doch, sie verdient es. Frau Linke, eigentlich sind Sie es Ihrer Familie schuldig. Niemand hat das Recht, so viel Geld einfach abzulehnen. Und es ist doch ehrlich verdient. Sehen Sie, Ihr Sohn ist arbeitslos. Würde ich denn meine Stellung wiederkriegen? Ja, was denn für eine Stellung? Na, die Aushilfe beim Reinmachen. Nur Sie haben Sorgen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ja, ein Spatz in der Hand ist mir lieber als eine Taube auf dem Dach, nicht? Oh, was ich mache. Immer Linki. Ah, ja, also das behalte ich. Das bekommen Sie. Jeden Tag so ein Vertrag und ich fall vom Fleisch. Na, die halte ich dich auf dem Kopf oder auf den Füßen? Auf den Füßen, Frau Linke, auf den Füßen. Jeder andere würde auf dem Kopf stehen, aber das Beste wäre, Sie kämen gleich mit. Dann könnten wir die Rolle schon mal durchsprechen. Wir wollen nämlich gleich morgen anfangen zu drehen. Steht das im Vertrag, dass ich das muss? Nee, das nicht, aber... Ja, denn nicht. Fängt ja gut an. Ja, die Wäsche muss doch noch auf den Boden. Und wer soll das meinem Mann und Kuddel erzählen, wenn die nach Hause kommen? Trudi kann ich doch nur auch nicht gut allein lassen, ne? Morgen früh um 7 werden Sie mit dem Wagen abgeholt. Nicht verschlafen. Verschlafen, ich muss jeden Morgen 5:30 hoch. Das war eine Entdeckung. Katastrophe.
Ich freue mich, Frau Linke. Ja. Wirklich. Ja. Tschüss. Tschüss. Bis morgen früh. Ja, bis. 4.000 Mark. Oh, Mensch. Junge, jetzt wird erstmal die rückständige Miete bezahlt. Junge. Die smiet ich am hier irgendwie nicht vor der Föt. Und dann gleich für ein halbes Jahr in Voraus. Und dann wird die Wohnung renoviert. Ha, alles neue Tapeten. Und die Decke, erstmal die Decke. Und der ganze Fußboden, alles wird klar Schiff gemacht. Und neue Gardinen. Was noch? Bettwäsche. Das muss ich nicht immer zu flicken nach jede Wäsche. So. Und was noch? Ich krieg das Geld gar nicht alle mit. Nee, ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte es nicht tun sollen. Na nu, wer ist das denn um diese Zeit? Das ist ja gediegen. Ist gar keiner zu sehen. Wer ist da? Wohnt hier eine gewisse Frau Linke? Ja, was gibt es denn? Kriminalpolizei. Was ist denn? Wegen Ihrem Sohn Karl. Machen Sie auf. Oh mein Gott, Kuddel. Ich hab das gewusst. Ich hab das und. Ach, Kuddel. Hallo! Ach, Kuddel, nee, Mensch, ich hätte auch einen Schlag kriegen können hier. Du bist sogar du. Aua, Kuddel, was ist denn los? So kenne ich dich ja gar nicht. Kuddel, du hast doch nicht. Hast du? Kuddel, du hast Arbeit gekriegt. Och, nun wein man nicht, Mutter. So gut ist sie nur auch wieder nicht. Nee, und immer will ich das auch nicht machen. Hast du auch schon von Helwig und Meier gehört? Ach ja, Kohlenankro, wie bist denn daran gekommen? Habe ich Gerd zu verdanken. Ich habe ihn getroffen, als ich vom Arbeitsamt kam. Wir haben uns in der letzten Zeit ja nicht so oft gesehen. Ach, hast dich wohl wegen Trudi mit ihm in der Wolle gehabt, ne? Nee, das nicht. Er hat mir neulich mal den Kopf gewaschen wegen Lotte und der ganzen Clique. Naja, und dann haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren. So. Ich weiß, Mutter, du hast dir in der letzten Zeit Sorgen um mich gemacht und du hast ja auch wohl recht gehabt. Aber nur ist Schluss damit. Aus und vorbei. Na. Nee, wirklich, Mutter. Und mit Trudi rede ich auch noch. Und besser als Gerd kann sie gar nicht kriegen. Ach ja, Jung, tu das. Aber was ist denn das nun für Arbeit da bei Helwig und Meier? Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Nee, Kuddel, das ist doch viel zu schwer für dich. Dafür hast du doch gar nicht die Statur. Immer die vielen Treppen rauf und runter mit den schweren Säcken. Und denn der Staubmann, das geht doch auf die Lunge. Das ist doch nur bloß im Winter. Lass mal sehen, im Frühjahr krieg ich bestimmt wieder Arbeit als Maler. Und ich kann doch nicht den ganzen Winter über hier zu Hause rumsitzen und zugucken, wie du dich abmachst. Och, Mutter, freust dich denn gar nicht ein bisschen? Doch, Kuddel. Und das sehe ich. Hast doch immer gesagt, wenn du jetzt wieder Arbeit hast, dann ist alles gut. Ja, hab ich. Und nu? Nu freust dich nicht. Och, Mutter, die ganze Zeit habe ich mich auf dein Gesicht gefreut. Nun lach doch. Guck mal, Arbeit ist Arbeit und wenn ich nicht bald welche bekomme, dann weiß ich... Ich auch, mein Junge. Wo willst du hin? Lass mich von dir nicht zum Narren halten. Ich hab genug. Mir ist denn das alles bis hier. Wenn du mich jetzt nicht in Ruhe gehen lässt, dann geh ich ins Wasser. Sag mal, wie willst du denn mit Mutter? Lass mich los, du Rumtreiber. Das sagst du nicht nochmal. Rumtreiber. Meinst du, ich hab Lust hier zu versauern, bloß weil du mit deinem Flinkchen um die Ecke gehen willst? Mutti, Kuddel hat heute Arbeit gekriegt. Na, umso besser. Kann ich ja erst recht gehen. Dann geh. Aber wenn du zu den beiden Herren gehen willst, dann machst du dich erst recht zum Piazz. Ich sag's dir im Guten. Was denn für Herren, Mutter? Ach, hier waren eben zwei Herren von Film. Du musst sie auf der Treppe doch noch gesehen haben. Na ja, nun meint Trudi, dass sie ihretwegen gekommen sind. Wegen sonst wohl? Meinetwegen. Ach so wohl, wegen dem Reinemachen. Nee, sie haben mich engagiert. Ich soll in so einem Film mitmachen. 4.000 Mark kriege ich dafür. Und morgen früh holen sie mich ab mit dem Wagen. Rudi, trink mal noch eine Tasse Kaffee.
Mark? Mutter, du machst Witze. Du willst uns auf den Arm nehmen. Das habe ich auch gedacht, aber dem war das ernst. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Wegen dieser 4.000 Mark wollte ich dir deine Freude doch nicht nehmen, wo du so eine schwere Arbeit angenommen hast. Und ich freue mich wirklich, dass du sie gekriegt hast. Pass mal auf, neue Stiefel kriegst du und warme Handschuhe, eine dicke Innerbüchse und dann schaffst du das auch bis zum Frühjahr. Oh mein Junge, du hast mich so gefreut. Ist ja schon gut, Mutter. Zu komisch. Ich will zum Film und dich engagieren sie. So eine alte Frau. Und das ist doch nicht richtig. Das ist gemein. Komm, ich wollte das doch gar nicht. Oh Mensch, wenn ich das geahnt hätte. Ich sage ja immer, das verdammte Kino. Ah, was ist das denn, du wieder? Komm, wisch die Tränen ab. Und lass den Kaffee nicht kalt werden, ne? Oh, Vater und Erna Krause, na, dann weiß er ja schon Bescheid. Heilige nix wie rein hier. Ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Mutter, 8.000 Mark bar auf den Tisch. Wenn ich das doch sag, das erste Mal, dass ich bei sowas so richtig dabei war. Und kein Arzt will mir das glauben. Erna, 8.000, 4.000 war wohl nicht genug, ne? Vater, mach bloß die Tür zu, sonst sind das bis morgen früh noch 80.000. Denn ist das also wirklich wahr? Ui, ich kann das doch gar nicht fassen. Da muss ich erst mal einen Klaren aufhaben. Oh nee, Vater. Oh, komm schon, Lüden. Ja, ich geh zum Mikro, hol was raus. Nix da, Kaffee lang, wollen wir doch gar erst wieder mit anfangen, Vater. Ne, komm, Trudi, schenk Frau Krause und Vater mal eine Tasse Kaffee ein, ne? Was hat die dir? Gar nichts. So, nur erzähl deinem Vater von der neuen Stellung. Komm, Lass doch, Mutter. Ist doch nur egal. ist nicht egal. Freut mich mehr, als wenn ich wirklich 8.000 gekriegt hätte. Nimm mal los, komm. Sag mal, was denn für eine neue Stellung? Bei Hellwig und Meier in den Kohlen. Na, was sagst du, Vater? Ja, freust dich denn nicht? Na ja, ganz gut. Was denn in den Kohlen? So eine schiedige Arbeit. Und die Mutter ist Filmstar. Filmstar, dass ich nicht lach. Doch, so wie ich die Filmbranche kenne, wärst du das. Da lässt sich ein Vermögen mit verdienen. Und keiner muss mir die Finger schiedig machen. Das ist was für meine Mutter ihren Sohn. Na und wohnen kann sie auch nicht mehr bleiben. Ich an deiner Du Stelle... musst ja nicht gleich eine Villa an der Elbchaussee sein, nicht? Nee, und, ach ja, und ein Auto, klar. Was die besseren Leute sind, die können doch gar nicht mehr laufen. Du hast doch einen Führerschein, oder? Ich wäre schon mit dem Motorrad zufrieden. Ja, das sieht dir ähnlich. Nee, ich will ein Zimmer ganz für mich alleine. So mit Schleiflackmöbeln und Frisiertoilette. Und noch so... Trudi, das kannst du doch alles selber kaufen. Brauchst doch nichts mehr abzugeben. Und überhaupt bei solcher berühmten Mutter, da reißen sich doch alle um die Tochter. Meinen Sie? Na klar, so wie ich die Filmbranche kenne. Motorrad wäre gar nicht schlecht. Nun, Buddel Clan und ein paar Bier. Könnten wir ein kleines Fest feiern, nicht? Wo ist Mutter denn abgeblieben? Wo willst du denn mit der Taschenlampe hin, Mutter? Auf dem Trockenboden. Sie wollen ein Künstler sein. Sie wagen es, dieses Wort in Ihren gemeinen Mund zu nehmen, das für mich seit meiner frühesten Jugend ein Heiligtum war. Geschändet haben Sie es. Mit falschen Vorspiegelungen haben Sie mich in dieses Zimmer gelockt. Vertrauen habe ich Ihnen entgegengebracht, dass nicht meine Schönheit es war, die Sie lockte, sondern nur mein Talent. Für einen Mann von Ehre habe ich Sie gehalten. Und was sind Sie? Ein gemeiner Verführer, ein niederträchtiger Lump. Psst, nicht so laut, man hört sich ja bis in die Kantine. Schweige Sie! Alle sollen es hören! Wie vielen unschuldigen Mädchen haben Sie schon den Weg zur Kunst ebnen wollen? Aber so eine bin ich nicht! Nicht um diesen Preis! War das nun alles? Hören Sie mich nicht an! Sonst schrei ich um Hilfe! Katastrophe! Öffnen Sie die Tür! Ich bin ein anständiges Mädchen. Oh.
wüsste. Machen Sie bloß nicht den Teufel an die Wand. Augenblick mal eben, Augenblick. Ja, genau, so habe ich mir das doch vorgestellt. Wenn ich das nicht geahnt hätte, sind Sie nun fertig. Die Hauptsache kommt doch erst noch. Nee, danke, das langt schon. Ich fresse einen Besen, wenn die alte Krause nicht wieder gehorcht hat. Konnten Sie denn nicht etwas anderes vorsprechen? Jemand, der das nicht gesehen hat, hält das womöglich für ernst? Oh, war ich so gut? Gut, laut, viel zu laut. Sie sind doch ein nettes, anständiges Mädchen. Wo haben Sie bloß so einen Blödsinn her? Sowas sagt doch kein Mensch. Das war aus dem Film Der Weg zur Kunst. Ich habe ihn mir 3-mal angeguckt. Weg zur Kunst? Haben wir doch gemacht. Ja, eben. Da kommt sowas drin vor? Ja. Also, ich habe das genauso gesagt wie Olli Miketta. Ja. Warum ist das bei ihr gut und bei mir nicht? Weil, wenn die Miketta sowas sagt, dann ist das Kunst. Große Kunst sogar. Für sowas muss man geboren sein. Tja, und meine Mutter? Die ist ein Wunder. Die Frau ist großartig. Die geht sogar über meinen Horizont. Ja, sie ist ein Geschäft und ich habe sie entdeckt. Oh, können Sie mich denn nicht auch entdecken? Wo ich doch Ihre Tochter bin. Na, das ist es doch gerade. Wenn es nach mir ginge. Aber das geht doch nach Ihnen. Nee, nun geht's nach Ihrer Mutter. Die hat das Sagen. Mich fragt kein Mensch mehr was. Und Tornau ist selig. Zuerst konnte sie den Mund nicht aufkriegen, aber jetzt, wo sie weiß, wo es auf ankommt, ist sie nicht mehr zu bremsen. Wenn die erfährt, dass Sie hier sind, nicht auszudenken. Aber Herr Liebling. Na, sie hat mir doch glattweg verboten, auf Ihre Briefe zu antworten. Was? Das hat sie getan! Heulen Sie doch nicht, ich kann doch nichts dafür. Sie hat nur mal was gegen den Film. Oh, gegen mich hat sie was. Kein Pfennig kriege ich von ihr. Ich muss doch neue Kleider haben, wo mich nur alle Leute fragen, oh, ist das Ihre Mutter, die da in der Zeitung ist? Ja, das ist Reklame. Publicity, wie wir so in Hollywood sagen. Was sagen die Leute denn so? Die wundern sich, dass wir immer noch in der Marienstraße wohnen. Und dass ich noch nicht beim Film bin. Ja. Dass mein Bruder noch nichts in den Ateliers zu tun hat, wo er doch Maler ist. Oh, und dass mein Vater sein Köhm anschreiben lassen muss. Anschreiben? Lumpigen Köhm? Katastrophe. Tja, was soll er machen, wo er doch nicht mehr arbeitet? Wieso? Na, er kann doch jetzt nicht mehr in den Hafen gehen, wo seine Frau jeden zweiten Tag groß in der Zeitung steht. Die würden ihn doch nicht für voll nehmen. Nee, das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Na, das sagen Sie manchmal meiner Mutter. Das sind den ganz und gar von Gott verlassen. Sowas spricht sich doch rum. Rummer geht er schon gar nicht mehr. Aber sie schert sich doch nicht rum. Den ganzen Tag ist sie nicht im Haus. Und wenn sie denn kommt, der Hausguss ist schiedig. Und warum habt ihr noch nicht Staub gewischt? Warum ist noch nicht abgewaschen? Wenn das in die Zeitung kommt, Katastrophe. Die Frau spielt doch eine Mutter. Und man kann doch wohl von einer Mutter verlangen, dass sie sich so aufführt, wie das Publikum es sich vorstellt. Verstehen, Jana, diese Frau? Ja, das ist ja alles zu Kopf gestiegen. Hat Frau Krause auch gesagt. Ah, hat Frau Krause auch gesagt? Na dann, gute Nacht. Dann steht morgen in den Gazetten, Mutter vernachlässigt ihre Familie. Ich muss mit ihr sprechen, so geht's nicht. Oh, können Sie ihr denn nicht auch sagen, dass sie mich zum Film gehen lassen soll? Meint ihr? Sie sind doch gewiss eine gute Friseuse. Verdammt nochmal, bleiben Sie doch dabei. Ist doch auch eine Kunst. Nö, ich gehe nicht mehr in den Salon. Ich hab's hingeschmissen. Was? Warum soll ich mir das so schwer machen, wo ich das so leicht haben kann? Leicht? Haben Sie eine Ahnung, aber ich wollte es ja nicht anders haben. Katastrophe! Ja. Ja. Wer da ist? Liebling. Liebling! Was denn? Ach, Tornau, du? Ja, was ist denn los? Miketta? Ja, was ist mit der Miketta? Hat sich hingeschmissen. Nur lass doch liegen. Ach, nicht sich ihre Rolle. Was denn, die auch? Wieso die auch? Habe ich das eben gesagt? Ja, glaubst du denn vielleicht, ich bin hier auf Rosen gebettet? Ich sitze hier auf Dornen. Auf Dornen! Oh, komm, ja. Geh mir los mit der Miketta, das machst du doch jedes Mal. Die hebt sie auch wieder auf, verlass dich drauf. Könnt ich nicht die Rolle? Ruhe! Na, du doch nicht. Sag mal, Sag mal, was ist denn mit der Frau Linke? Ist sie gut? Hä? Immer besser?
Das ist ja beängstigend. Ja, ist ja gut, ist gut. Sag mal, ja, hör doch mal zu. Was ist denn nun mit der Miketta? Ne? Was kommt hierher zu mir? Ja, natürlich. Alle kommen sie zu mir, bloß ich komme nicht zu mir. Und du auch. Ja, warum, weshalb, wozu? Frau Linke auch. Was, in 5 Minuten? Ja, ist gut. Junge, nicht immer auf die Kleinen. Könnte ich denn nicht die Rolle von der Frau... Lass mich doch in Ruhe. Weiß Ihre Mutter, dass Sie nicht mehr arbeiten? Nein. Aber meinetwegen kann sie es gern wissen. Aber meinetwegen nicht, haben Sie mich verstanden? Nicht jeder Film fertig ist. Ihre Mutter ist nicht die Miketta. Wenn die hinschmeißt, dann bleibt's liegen. Da haben wir den Salat. Und wer hat Schuld? Sie. Ich? Jawohl, Sie und Ihre ganze Familie. Familiensorgen. Hat mir gerade noch gefehlt. Spielen soll sie die Sorgen aber nicht haben. Was brauche ich auch eine richtige Mutter, um eine Mutter zu spielen? Und nun spielt sie, dass an die Tränen in die Augen kommen. Dabei ganz und gar vergessen, dass sie auch noch eine Mutter ist. Geh mir bloß los mit dem Leben, das stört doch bloß die Kunst. Die Frau ist ein Problem. Na, was wäre denn nun aus mir? Du, das ist mir doch... Hören Sie zu, wenn Sie nicht weg sind, bevor Ihre Mutter hier ist, und das kann jede Minute sein, dann kenne ich mich nicht wieder, dann werde ich Vampir, werde ich sagen. Störe ich? Oh, Besuch? Oh, hallo. Es war mir, hallo, ein großes Vergnügen. Ich werde mich nicht weiter um Ihre Briefe kümmern. Ich werde Ihnen wieder Nachricht geben. Sie brauchen sich nicht wieder hier sehen zu lassen. Mein liebes Freund, auf Wiedersehen. Es war mir ein großes Vergnügen. Auf Wiedersehen. Ein hübsches Mädchen. Ja, und sehr talentiert. Liebling, Liebling, Sie kleiner Vampir. Das nächste Mal klopfen Sie gefälligst an. Dies ist ja ein Privatbüro. Ich komme ja auch nicht ohne anzuklopfen in Ihre Garderobe. Eine neue Entdeckung. Ja. Von Ihnen? Ja. Wer ist sie? Ihr Ersatz. Was heißt das? Ihre Nachfolgerin. Nachwuchs. Die Leute wollen schließlich nicht immer dasselbe dumme Gesicht sehen. Das ist doch... Liebling, Sie sind ein... Oh, meine Nerven! Da drüben steht Wasser, bedienen Sie sich. Ich verlange Antwort. Was soll das bedeuten? Das ist doch ganz einfach. Sie wollen die Rolle nicht und die Kleine ist ganz verrückt danach. Nach meiner Rolle? Ja. Das ist doch überhaupt keine Rolle. Das ist eine Beleidigung. Also bitte, bitte, ich spiele. Aber wenn ich spiele, dann will das Publikum mich sehen und nicht diese Frau. Ich stehe dauernd mit dem Rücken zur Kamera. Das ist auch Ihre Schokoladenseite. Ja, wer bin ich denn? Bin ich denn der letzte Dreck, so mit mir zu reden, in meinem Zustand? Und dann gratuliere ich auch. Ich habe gerade einen Nervenzusammenbruch gehabt. Nervenzusammenbruch. Darüber wundern Sie sich auch noch. Ich wundere mich über gar nichts. Ich kenne Sie doch, Miketta. Das machen Sie doch jedes Mal. Mitten in der größten Arbeit. Und das habe ich satt. Ich reiche mich ab, schufte mich tot. Aber bester Ich bin nicht Ihr Liebling. Was ist denn hier schon wieder los? Was schon? Das Aas ärgert mich doch tot. Schreit mich hier an. Du sollst dich doch nicht aufregen. Ich muss mich aufregen. Ich muss von morgens bis abends. Bitte, Turner, gib mir ein Glas. Was wollte ich nehmen? Deine Pillen. Richtig, ja. Jetzt liege ich morgen flach. Sie wird ja spielen. Sie wird nicht spielen. Ich habe schließlich die Verantwortung. Launen, Größenwahn. Ist der Film etwa für Sie da? Da steckt Arbeit drin und Geld. Das ist ein Geschäft, eine Branche wie jede andere auch. Bis jetzt habe ich es immer für Kunst gehalten. Kunst ist auch Arbeit, Olli, und seine Arbeit schmeißt man nicht hin. Sollen Sie doch, sollen Sie doch. Die Arbeit bleibt nicht liegen, du, da gibt's genug Leute, die sie wieder aufheben und festhalten. Sie glauben doch wohl nicht, dass Sie aus diesem jungen Ding da eben einen Star machen können. Nicht? Ich habe doch sogar aus Ihnen einen Star gemacht. Und außerdem in diesem Film sind nicht Sie der Star, sondern Frau Linke. Ich kann mit der Frau nicht spielen. Nun seien Sie mal ehrlich, Olli. Sie wollen nicht mit ihr spielen. Hm? Sie brauchen auch nicht mit ihr zu spielen. Sag mal, wo ist die Linke? Hast du nicht mitgebracht? Doch, aber wir sind Frau Krause auf der Treppe begegnet. Sie kommt gleich nach. Was, der Krause? Na du, dann haben wir den Salat. Wenn die der Linke erzählt, was mit ihrer Familie los ist, dann gute Nacht. Was ist denn mit Ihrer Ja, Familie? der Teufel ist los. Sodom und Gomorra. Der Sohn tut nichts, der Vater tut nichts, die Tochter tut nichts und auf alles säuft der Alte noch auf nass. Na, du übertreibst. Du hast gut lachen. Bei dir fängt die Tragödie ja wohl erst an, wenn es Mord und Totschlag gibt. Ach, das musst ausgerechnet du mir sagen. Dir können doch die Drehbücher nie blutig genug sein. Das ist Film. Da wollen die Leute sich schließlich erholen. Das kommt davon, wenn man sich eine Reihenmache-Frau engagiert. Genau davon kommt es. Aber dieser Frau wird es ja nicht mal übel nehmen, wenn die ihre Rolle hinschmeißt. Was ist für sie schon der Film? Die hat doch ganz andere Sorgen. Aber Sie, Miketta, Ihnen nehme ich das übel. Verdammt übel sogar. Sie wollen eine Künstlerin sein?
Ich bin eine Künstlerin. Du weißt, die Linke, das mit ihrer Familie? Nee. Das ist doch alles in Ordnung. Aber die Krause, so ein Aasgeier, wo es stinkt, ist wieder am Schnuppern. Aber. Was das Schlimmste ist, das stimmt auch noch. Ich bin ja hier wohl überflüssig. Gut, dann gehe ich eben. Du sag mal, wie viele Szenen mit der Miketta sind eigentlich schon abgedreht? Noch keine. Wir haben sie bis zum Schluss gelassen, weil es die schwersten Szenen sind. Wir wollten eigentlich heute damit anfangen. Gut, wunderbar. Besetzen wir doch um. Hm? Bei der Konventionalstrafe spielt das doch gar keine Rolle. Konventionalstrafe? Wie Sie zahlen werden, mein schönes Kind. Paragraph 4, bei einseitigem Bruch des Vertrags... Ich habe den Vertrag nicht gebrochen. Nee, noch nicht, aber lass dich nicht davon abhalten. Ist ein schönes Stück Geld. Ja, wer sagt denn, dass ich den Vertrag brechen will? Das habe ich dir gesagt, sie hebt wieder auf. Ich denke nicht daran. Na schön, lass sie liegen. Was soll ich liegen lassen? Ihre Rolle, die Sie hingeschmissen haben. Hingeschmissen? Das nennen Sie hingeschmissen? Vertragsbruch nennen Sie es, wenn ich die Nerven verliere? Ich bin eine sensible Natur. Du lieber Gott, wenn ich jedes Mal Konventionalstrafe zahlen müsste und ich die Nerven verloren habe. Dann hätten Sie jetzt bessere Nerven und wir auch. Niemand hat das Recht, die Nerven zu verlieren. Und Sie schon gar nicht. Sie wissen ja gar nicht, was Arbeit ist. Nehmen Sie mal ein Beispiel an dieser Reinmachefrau. Die hat im kleinen Finger mehr Respekt vor der Kunst als... Ach, was soll's. Tornau, du kannst dich ja richtig aufregen. Aber es hat ja keinen Zweck. Auch das noch. Muss das sein? Das ist hier kein Produktionsbüro, das ist eine Klapsmühle. Ja. Oh, Entschuldigung, dass Sie so lange warten mussten. Macht doch nichts, macht doch gar nichts. Geben Sie mir Ihren Mantel. Oh ja, gerne. Na, Frau Linke, wie geht's denn? Was macht die Kunst? Och, danke. Guide. Na, Ja. fein. Ja. Bloß die Augen, wissen Sie, das viele Licht, das keine Jagd. Bohrwasser, Frau Linke. Einfach Bohrwasser, das gibt sich dann schon. Ja, ich weiß. Sagen Sie mal, haben Sie nicht hier irgendwas, wo kein das Ding dran Geben wir her das gute Stück. Danke. Oh Gott, Frau Miketta, was ist denn los? Na, wo fehlt's denn? Na, so ein hübscher Dern wie Sie. Ich hab gedacht, Sie können gar nicht weinen. Nee, wenn sie soll, bringen Sie keine 10 Pferde dazu. Herr Liebling, nun lassen Sie doch die Dern. Da, wenn man so aussieht wie Sie, dann darf man doch nicht weinen. Sie wischen sich mal die Tränen ab hier. Sonst läuft Ihnen noch die ganze Wimpertusche aus den Augen. Ich habe die Rolle nicht hingeschmissen. Ach so. Na, sie ist nun mal Künstlerin. Das muss man doch nicht so ernst nehmen. Die Stimme des Volkes. Ich will aber ernst genommen werden. Ja, ich bin eine Künstlerin. Ja, Frau Miketta, das sind Sie auch. Und was der Mensch ist, das bleibt er auch. Also ich träume das hier bloß alles. Aber nachts im Traum, dann fange ich an zu scheuern und wäre nicht fertig. Herr Liebling, ich das vergesse, ich habe eben Frau Krause getroffen. Nun haben wir das. Ja, ich habe einen richtigen Schrecken gekriegt, als sie mir das erzählt hat. Jetzt ist es aus, Katastrophe. Was ist denn los? Sie hat mir versprochen, dass ich meine Stellung wiederkriege. Ja, was denn für eine Stellung? Na, die Aushilfe. Ja und? Ja, nun höre ich doch schon eine andere. Ach so, wenn's weiter nichts ist. Nee, weiter nix, aber ich brauche eine Sicherheit, festen Boden unter den Füßen. Ich muss mich darauf verlassen können. Das können Sie auch, Frau Linke. Sie haben im ganzen Leben nicht fester gestanden. Na, ich weiß nicht. Also manchmal glaube ich das ja schon selbst, nicht? All das viele Geld und alles, was über mich in den Zeitungen steht. Na also. Oh, die pusten mich doch auf wie so ein Ballon. Ich kenne mich schon selbst nicht mehr. Ja, ich krieg das manchmal richtig mit der Angst zu tun. Oh, nun machen Sie aber mal einen Punkt. Ja, das ist aber so. Das geht vorüber. Das ist immer so am Anfang. Das gibt sich. Ja, das sagen Sie. Da hilft aber kein Bohrwasser, Herr Tornau. Das sitzt tiefer. Na, Fräulein Miketta, was ist nun? Spielen Sie oder spielen Sie nicht? Ja, natürlich spiele ich. Natürlich spielt sie. Wie ein halber Tag hatte, geben die das zum Teufel. Von der Aufregung kannst du schweigen. Du, hör mal, Liebling, ich hätte die Szene doch ganz gerne noch mal durchgesprochen. Welche Szene? Die wir ihretwegen versäumt haben. Das Beste wäre, wir machen's gleich hier. Ja, natürlich. Was, hier? Ja. Nun ja, warum auch nicht? Das Zimmer ist ja Szenen gewohnt. Ja, das geht nicht. Ich habe eine Verabredung. Sie haben keine Verabredung, Fräulein Miketta. Sie haben einen Vertrag. Noch! Und den sehen Sie sich mal am besten genau durch, auch das Kleingedruckte. Da finden Sie alles, wozu Sie verpflichtet sind. So, probiert meinetwegen bis morgen früh. Was, aber ich soll wohl gar nicht mehr nach Haus kommen, ne? Seit heute Morgen um 5 bin ich auf den Beinen. Also jede Stenotypistin hat wenigstens den Abend für sich. Hören Sie es doch wieder, Fräulein Miketta. Da heißt das immer, so leicht möchte ich auch mal mein Geld verdienen. Oha, wenn die eine Ahnung hätten, die jungen Dinger. Tja, was ein richtiger Künstler ist, der hat kein Privatleben. Nicht? Ja, Herr Liebling,
dann kümmern Sie sich mal so ein bisschen um meine Familie, nicht? Also ich weiß überhaupt nicht mehr, was bei mir zu Hause gespielt wird. Was ein Glück. Was? Was ich Sie fragen wollte, Frau Linke. Ja. Stimmt das, dass ihr Junge Kohlen schleppt? Ja, bei Hellwig und Meier, warum? Oh, das macht aber einen schlechten Eindruck. Auf Sie. Ja, auf mich nicht, aber die Leute, sowas spricht sich doch rum. Und dann heißt das daher, die Frau verdient das große Geld und ihre Familie muss schuften wie immer und kriegt nichts ab. Nee, Herr Liebling, das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich weiß schon, warum ich das so mache und nicht anders. Wissen Sie, wenn unser einer mit mal so viel Geld in den Händen hat, da hat sich schon manch einer den Magen dran verdorben. Hey, wenn meine Familie bloß noch von meinem Geld leben wollte, also ich würde heute noch aufhören. Nee, das lassen Sie mal lieber. Ist ja auch nicht so wichtig. Also wir hätten doch schon längst mit dem Probieren anfangen Fräulein können. Keller, Sie Herr sind ja Liebling, Sie sind ein alter Bullerballer. Ja, ein richtiger Bullerballer sind Sie. Glauben Sie eigentlich, Sie können uns damit bange machen? Du bist durchschaut, Liebling. Ja. Ja, Herr Liebling, nicht so viel Sorgen machen. Das ist in unserem Alter nicht gut. Ja, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten, ne? Herr Liebling, wir sind doch zwei vernünftige alte Menschen. Oh. Doch. Wofür noch aufregen, frage ich Sie? Über das junge Volk? Die nehmen uns so und so nicht für voll. Glauben Sie mir, das ist so. Wenn Sie wüssten, du siehst zu, dass du fertig wirst, bevor die Bombe platzt. Nach mir die Sündflut. Nee, also, er ist so ein netter Mensch, ne? Aber immer so nervös. Nervös? Hysterisch ist der. Er hat's an der Galle. An der Galle, oh Freund Miketta, dann ärgern Sie ihn aber mal nicht so viel, ne? Also wollen wir nun probieren oder Konversation machen? Ja, also, dann fangen wir mal an. Ja. Dazu muss ich nur eben etwas umräumen. Der Tisch, der muss hier weg. Ach ja, und So, das kommt hier rüber, der kommt hier hin. der Tisch da. Ja. So? So. Vielen Dank, Frau Linke, aber im Studio, da machen Sie das besser nicht, ne? Nee. Na, sonst kriegen wir da Ärger mit der Gewerkschaft. So. Sie sitzen also in Ihrem Lehnstuhl hier Ja. und... Ja, und Sie sind traurig. Ach ja, Nicht? ja. Und Sie stricken irgendwas. Muss ich stricken? Warum denn nicht? Gott, unser einer kommt ja überhaupt nicht zum Stricken, ne? Kann ich nicht lieber stopfen? Strümpfe stopfen? Ja, genau, wunderbar. In allen Filmen stricken Mütter Strümpfe. Wir werden sie stopfen. Ich fange also an mit einer Großaufnahme auf den Strumpf mit so einem Loch. Mutter ziehen. Wie bitte? Ich meine, muss das sein, das große Loch? Warum nicht? Nur eine schlechte Mutter lässt ein Loch so groß werden. Ja, aber das ist doch der Witz, die Pointe. Ach, das ist ein Witz. Davon verstehe ich ja nicht so viel. Ich meine nur, was eine richtige Mutter ist, die Ja, lässt aber ist nie denn ein das Loch so wichtig? Wer ist denn eigentlich der Regisseur? Sie haben natürlich vollkommen recht. Das ist sogar sehr wichtig. Es ist nämlich Ihr Strumpf. So, Sie sehen sich jetzt also den Strumpf Ja? an. Ja, so. Und jetzt der Satz. Löcker rinlaufen, dat könnt sie. Und ich muss sie denn stoppen. Frau Linke, Ja? bitte, Hochdeutsch. Ach ja, ich vergesse das immer wieder. Normal, ne? Nochmal. Löcher reinlaufen, das können sie. Und ich muss sie denn stopfen. Schön, ja. Pause. Es klopft. Sie springen auf. Och, klopfen Sie doch mal. Also, hier ist die Tür. Ja? Und jetzt aufschließen. Ja. Zögern. Ja, Olli, was ist denn? Wollen Sie nicht kommen? Das wird doch nur markiert, oder? Frau Linke markiert nicht, also bitte. Sie spielen wohl nicht gern mit mir, Fräulein Miketta, nicht? Also wer sagt das? Na, ich denk mir das. Fangen wir noch einmal an. Nochmal. Bitte. Ja. Löcher reinlaufen, das können sie. Und ich muss sie denn stopfen. Marie! Mutter. Soll ich hier stehen bleiben? Regungslos. Sie schämen sich entsetzlich, also weiter. Du bist zurückgekommen. Nee, nochmal, ne? Du bist zurückgekommen. Oh nee, muss ich das sagen? Also wenn ich meine Tochter, wenn ich die wieder hätte, ich kriege überhaupt kein Wort raus. Ich würde sie nur anfassen, so ob das auch wirklich wahr ist. Ja, das ist ja viel besser. Und Sie nehmen jetzt Frau Linkes Hand an Ihr Gesicht. Und jetzt anklammern, Olli, anklammern. Sie ist jetzt Ihr ganzer Halt.
ja gut, ist ja alles gut. Mein Gott, habe ich eine Angst gehabt, dass du nicht wiederkommst. Ich hab doch nur dich. Schön, ja. Und jetzt wieder setzen. Verzeihst du mir, Mutter? Olli? Olli, haben Sie jemals Ihre Mutter um Verzeihung gebeten? Nein. Wieso? Das merkt man. Das können die jungen Leute heute auch nicht mehr. Dann sollen Sie es lernen. So macht man das. Verzeihst du mir, Mutter? Also das kann ich nicht. Sie sollen es ja auch nicht nachmachen. Hier, ne? Denken Sie doch einfach, ich bin Ihre Mutter. Ich denke ja auch, dass Sie meine Tochter sind. Dann geht das ganz von selbst. Ist Ihnen denn Ihre Tochter schon einmal weggelaufen? Ja, Fräulein Miketta. Verzeihst du mir, Mutter? Als du noch ganz lütt wärst, du bist du irgendwo weglaufen. Und ich han Angst. Oh Gott, was heftig von Angst hat. Kann die doch immer wieder verboten. Allein ob das Stroh zu laufen. Immer dieser Fliegeralarm. Ja, mein Dirn, man kann gar nicht genug aufpassen auf seine Kinder, so alt sie auch sind. Sie brauchen immer ihre Mutter. Damals habe ich mir geschworen, wenn du wiederkommst, und du bist wiedergekommen. Ausgezeichnet, wunderbar. Ganz wunderbar. Spielen Sie mir das morgen genauso. Nur bitte, Frau Linke, alles Hochdeutsch, ja? Ja, aber Wo haben Sie das bloß her? oh Gott, das ist... Oh, haben Sie da einen Fleck? Nein, nein. Sie sind ganz toll, Frau Linke. Es macht richtig Spaß mit Ihnen. Wirklich? Oh, das freut mich aber. Macht's Ihnen denn auch Spaß, Frau Linke? Boah, oh, schön ist das. Wenn man alles so sagen kann, was man fühlt. Das tut gut. Bitte? Entschuldigung, aber ich muss hier nur rein. Sonst geht das Überstunden und das haben die hier nicht so gern. Ach, Frau Miketta, guten Tag. Wir räumen das Feld. Ja, das war der Cheat hier. Frau Linke, kommen Sie nicht mit? Ja, ich habe mit Frau Krause noch was zu besprechen. Na dann, bis morgen. Hi. Ha. Tja, tschüss denn und lassen sich nicht zu viel erzählen. Na, Erna? Ja, was ist denn? Du bist ja mit einmal so fremd, so kenne ich dich ja gar nicht. In all den Jahren nicht, wo Vito so um Arbeit hat. Das war einmal. Das war einmal. Erna, du denkst doch nicht, dass ich... Guck mich an, ich bin immer noch Emma Linke. So? Oh, was gibt mir nur den Bessen her? Nee, das ist meine Arbeit. Werde ich für bezahlt. Will sie dir ja auch nicht wegnehmen. Das hast du ja auch nicht nötig bei deinem Einkommen. Warum sagst du denn das nun so? Ich habe immer gedacht, du kennst mich. Der Mensch ändert sich. Ist doch so, wenn einer viel hat. Geld verdient den Charakter. Aber von dir hätte ich das nicht gedacht. Was sagst du da? Das sag nicht bloß ich, das sagen noch ganz andere Leute. Was sagen noch andere? Ach, geht mir doch alles weit vorbei. Ist doch nix wie Abgunst. Was ist das? Ich bin abgünstig, sagst du. Das habe ich nicht gesagt. Warum sollst du denn das auch wohl sein? Und warum soll denn deine Familie wohl abgünstig sein? Das möchte ich doch mal wissen, ne? Meine Familie? Muss doch wohl was an sein, wenn deine eigenen Leute sowas von dir sagen. Was haben sie denn gesagt? Das fragst mich. Frag doch Trudi. Ach, das Gör. Gör? Das ist lange kein Gör mehr. Ganz dummes Gör ist das. Ich habe ihr wehgetan, ja. Da muss sie nur erst mal überhin. Du musst es ja wissen. Ja, das weiß ich auch. Na, dann ist ja gut. Würde mir ja lieber die Zunge abbeißen, als dir noch mal was sagen. Na, geht mich ja auch nichts an. Ne? Ist dir das denn auch egal, dass dein Mann den ganzen Tag bei Mielke in der Kneipe sitzt und groß angibt? Was? Ja, Zeit genug hat er ja nun, wo er es nicht mehr nötig hat und muss sich die Hände schädig machen. Was? Ja, wo du doch so viel verdienst, ne? Oh Gott. Und er war so fein vom Trinken ab. Aber er hatte doch gar kein Geld. Von mir hat er nichts gekriegt. Geld? Wozu braucht er denn Geld? Da bist du doch wohl gut für. Er macht Schulden? Oh, das bisschen Geld hast du doch keine Schulden. Na, ich hab nichts gesagt. Sonst heißt es wieder, ich schluder, ne? Bitte, Erna, sag mir alles. Nur auf mal. Du weißt doch alles. Nix weiß ich, gar nichts.
Mensch, wenn ich abends nach Hause komme, dann falle ich nur noch so ins Bett, so müde bin ich. Ich will nur alles wissen. Was denn noch? Alles. Was ist mit Kuddel? Was soll mit ihm sein? Motorrad hat er sich gekauft. Ja, wovon denn? Der hat doch gar kein Geld. Vielleicht hat er ja auch auf deinen Namen, ne? Aber er arbeitet doch noch, oder? Na, das kannst du wohl nicht gut verlangen bei so einer Mutter. Nee, das kann ich dann auch wohl nicht verlangen. Du, Emma, was ist denn? Doch, nix, lass mich. Was aber auch. Du, Emma, Trudi arbeitet auch nicht mehr. Sie war hier. Wer, Trudi? Ich habe nichts gesagt, Emma, das musst du mir versprechen, du. Aber ein Lärm war das hier drin. Ja, wieso denn? Frag den dicken Liebling, der wird das schon erzählen, du. Du, Emma, ich gebe dir einen guten Rat. Pass auf Trudi auf, du. So wie ich die Filmbranche kenne, ist das... No. Ich denke, Tornau wollte ja probieren. Krause, was haben Sie auf meinem Stuhl zu tun? Ja, ich habe nichts gesagt, nicht? Was machen Sie denn da? Das sehen Sie doch. Das ist doch nicht Ihre Sache. Ich habe das geahnt. Katastrophe. Frau Linke, ich kann doch nichts dafür. War meine Tochter hier, ja oder nein? Mann, oh Mann, die Krause ist ja schlimmer als das Telefon. Was haben Sie mit ihr gemacht? Frau Linke! Was Sie mit ihr gemacht haben, will ich wissen. Frau Krause! 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 Weg! Wenn ich die zu fassen kriege, die schmeiß ich raus. Das ist das zweite Mal, dass sie nicht richtig zugehört hat. Und Sie haben das geglaubt. Von mir haben Sie sowas geglaubt. Ich kann kein Mädchen mehr sehen. Das einzige Gefühl, was ich habe, wenn ich Mädchen zu sehen kriege, das ist Mitleid. Und genau darum habe ich Ihre Tochter hier reingelassen. Aus Mitleid habe ich mir angehört, was sie mir da vorgesprochen hat. Und nun sowas. Aus! Aus und vorbei! Kein Mitleid mehr, Schluss. Gar nichts. Die sollen mich kennenlernen. Ich mit ihrer Tochter. Katastrophe. Nichts für ungut, Herr Liebling, aber das war einfach zu viel für mich. Und alles auf einmal. Nun, Frau Linke, es war ja nicht bös gemeint, das ist doch bloß... Weinen Sie doch nicht. Das hat ja auch überhaupt keinen Zweck. Bitte schön. Danke. Nee, davon wird es auch nicht besser. Sie sind doch eine vernünftige Frau. Ach. Ja, die erste vernünftige Frau, der ich beim Film begegnet bin. Herr Liebling, ich bin überhaupt nicht vernünftig. Ach, Sie wissen ja nicht. Ich weiß alles. Alles? Auch das von meiner Familie? Ja. Darüber habe ich mir Sorgen gemacht. Ich kann Sie wirklich gut verstehen, Frau Linke. An lieber wäre mir, ich könnte das nicht. Auch Sie sind ein guter Mensch, Herr Liebling. Ach, was ein Bullerballer bin ich. Haben Sie doch gesagt. Aber so ist das eben, Frau Linke. Wenn man selber Sorgen hat, dann kann man auch verstehen. Das ist doch so. Ich mache mir Sorgen um meinen Film. Und Sie machen sich Sorgen um Ihre Familie. Ja. Soll der nun bloß werden? Ich weiß das nicht, Herr Liebling. Glaubt das mit Ihrer Familie. Kommt alles wieder in Ordnung, Frau Linke. Ja, das muss wieder in Ordnung kommen, Herr Liebling. Und ich muss dafür sorgen. Ich bin ja auch schuld dran, das bitte sehr. Dass alles so gekommen ist, nicht? Eine Mutter nur spielen, das langt nicht. Und nur so nebenbei geht das auch nicht. Geben Sie mal Oh, her. danke, ja. Ja, ich kann es Ihnen nicht verdenken, Frau Linke, bitteschön. Dankeschön. Wenn Sie Ihre Rolle nur hinschmeißen. Was hinschmeißen? Ja, die Rolle, den Film, die ganze Kunst. Was ist das schon für Sie? Ja, aber Herr Liebling, das geht doch nicht. Ich kann doch meine Arbeit hier nicht stehen und liegen lassen. Und Ihre Familie? Ach, die hat doch damit gar nichts zu tun. Erst muss ich das hier noch mal klar tun. Da krieg ich doch auch Geld für. Nee, ehe die Arbeit hier nicht fertig ist, habe ich meine Hände nicht frei. Ich habe mal einen Regenschirm. Regenschirm? Ja, und da hängt er ja. Was denn? Oh, da, ja, da hängt er ja. Da komm her, du kleiner Schnubbelbums. Ach, Frau Linke, Sie sind wirklich ein guter Mensch.
Gott, nee. Was reden Sie nur wieder bloß für ein Blödsinn? Liebling. Das ist eine Frau. Und ich habe sie entdeckt. Ja, dann tschüss, Frau Krause. Tschüss, Frau Günther. Und grüßen Sie Frau Linke von mir. Und vergessen Sie nicht zu sagen, dass der Kuchen von mir ist. Na, das verstehen Sie doch von selbst, Frau Günther. Also erstmal lieb, tschüss. Tschüss. Ah, das ist schon der dritte Kuchen. So, erstmal weiter hier. So ein Part. Bella, Bella, Marie. Ich komm zurück morgen. Bella, 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 Marie. Vergiss mich nie. Sonnenschein, Sonnenschein, glücklich sein, glücklich sein. Hat das ihm geklingelt oder war ich das? Glücklich sein, tralala. Also es geht ja zu wie im Taubenschlag. Das sind ja schon, Herrgott, das sind ja so stürmisch. Ach, du liebe Zeit. Hauswehrdritte. Die gerade noch gefehlte olle Kerle. Ach, Herr Ritter, tritt Sie näher, nicht? Frau Krause, ist Frau Linke noch nicht wieder hier? Das kann nicht mehr lange dauern. Ist das für Sie? Ja, für unseren Filmstar. Wirklich schick. Ja? Großartig. Haben Sie das alles alleine gemacht? Ja, ganz alleine, ja. Soll eine Überraschung sein. Frau Linke ist doch meine beste Freundin, nicht? Ja. Finden Sie nicht auch, dass das hier nicht alles ein bisschen eng ist? Was? Ich meine, wäre das nicht besser, wir feiern die Premiere unten bei Mielke im Lokal? Ja. Ich glaube, Mielke rechnet da auch mit. Na, Otto Linke hat doch wohl genug unten bei Mielke gelassen, ne? Und Sie kennen doch Frau Linke. Und das nicht so knapp. Sagen Sie mal, haben Sie denn schon was gehört von dem Film? Gehört? Gesehen habe ich ihn. Im Vorführstudio von der Tofi-Film, nicht? Naja, ich kenne ja alle Direktor persönlich da, nicht? Und, ach, Herr Ritter, was habe ich geheult, was habe ich geheult. Das war ja wunderschön, ach nee. Und der eine von den Direktor, der Liebling, der hat zu mir gesagt, Frau Krause, hat er gesagt, wenn alle Leute so weinen wie Sie, der wird der Film das größte Geschäft in der Saison. Ja, das hat er gesagt. So. Oh, du gibst aber her den Kram da nicht. Sie können ja nicht den ganzen Abend damit rumstehen, ne? Ja, bitte. Danke. Oh, was ein Glück, dass wir Bäcker Johansen hier unten im Haus haben, ne? Wieso? Ja, nur haben wir Puffer satt. Bella. Wer hat denn noch? Naja, hier, Frau Hartmann, Frau Günther, Opa Witsch und Sie. Meinen Sie wirklich, dass sie die Premiere hier feiern will? Na, offiziell wird ja im Hotel für Jahreszeiten gefeiert, nicht? Aber da geht Frau Linke bestimmt nicht mit hin. Ach, eine Verlobung gibt das heute auch noch. Wieso, was denn für eine Verlobung? Na da, Hochliebe, das Brautpaar. Ach so, das? Oh. Nee, das ist doch noch vor meiner Verlobung, nicht? Nee, da muss ich noch was überkleben. Nein, das muss anders aussehen. So, hier. Der Filmstar. Ja, und dann heißt es Hochliebe der Filmstar. Haben Sie eben nicht gesagt von Ihrer Verlobung? Sie waren doch überhaupt nicht verheiratet oder verlobt. Was meinen Sie, wird das noch lange dauern? Na, vielleicht eine halbe Stunde noch, so genau weiß ich das nicht. Die anderen, die schon hier waren, wollen noch mal wiederkommen, zum Gratulieren. Können Sie ja auch tun, ne? Oder ist noch was Besonderes? Nee, das nicht. Tja, dann will ich mal, ne? Ja. Ach, Herr Ritter! Frau Krause, Ja, Sie sind doch die beste Freundin von Frau Linke, nicht? allerdings, ja. Das bin ich. Ja. Dann richten Sie ihr doch bitte aus, wenn sie hier ausziehen will. Ich habe eine Wohnung für Sie. Eine schöne Wohnung. 6 Zimmer, Bad und WC, warm und kalt Wasser mit Fahrstuhl. Ich meine, hier kann sie ja nur schlecht wohnen bleiben, ne? Bei ihrem Status. Verstehen Sie doch, ne? Ja klar, und ob ich das verstehe, ne? Tja, am besten Sie sagen ihr das heute noch.
wo Sie sich drauf verlassen können, ne? Danke. Ach, Herr Ritter? Ja. Hier, der Kuchen hier ganz rechts. Das ist Ihrer, ne? Ja, Ja. ist doch ganz egal. Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ist Frau Linke nicht da? Nein. Wollen Sie auch einen Kuchen abgeben? Ein Kuchen? Nee. Ist Kuddel auch nicht da? Mann, die sind doch alle im Kino. So. Kennen Sie mich denn nicht mehr? Warten noch. Ja, sind Sie nicht mal mit Trudi gegangen? Ja, ist schon eine ganze Zeit her. Und Sie sind Frau Krause, ne? Ja, richtig. Oh, und Sie sind Gerd Lammers. Ja. Was ist hier denn los? Hat hier einer Geburtstag? Geburtstag, Sie kommen wohl vom Mond. Nee, von der Arbeit. Ja, ich war auf Montage. Ich bin schon eine ganze Zeit nicht in Hamburg gewesen. Ach so. Verlobung. Und wenn's so wäre? Dann hätte sie jetzt wohl eine vom Film, was? Sie haben sie hier sitzen lassen, ne? Wer sagt das? Hat sie das gesagt? Und wenn sie nun nicht Verlobung feiert? Und wenn nicht? Gibt das nur eine Verlobung oder gibt das keine? So schreien Sie mich doch nicht so an. Ich hatte doch das für, wenn Trudi sie nicht mehr haben will. Nur es ist zu spät. Also doch eine Verlobung. Nee, noch nicht. Aber sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich gar nicht, dass Frau Linke Filmstar geworden ist? Na klar weiß ich das. Das steht ja in allen Zeitungen. Aber dass sie heute Premiere hat, das wissen Sie nicht, nicht? Nee, ja. Und das soll nur heute hier gefeiert werden? Ja, und ob das gefeiert wird, ach? Na, dann will ich mal lieber gehen. Oh, Punkt 9. Da wird sie bestimmt auf der Bühne gefeiert. Mit Lorbeerkranz und Menge Blumen und große Reden. Ich weiß doch Bescheid, so wie ich die Filmbranche kenne, wissen Sie, das ist... Sag mal, was ist das denn? Emma, ich bin doch noch gar nicht fertig. Du, ich wollte doch noch... Du bist doch erst 9. Du hast das für mich gemacht. Ja. Oh, 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 Wir sind doch noch die Leiter. Emma. Ich hab mir den ganzen Spaß verdorben. Erna, du bist ja wohl ganz und gar von Gott verlassen. Eine Frau in deinem Alter und dennoch so verrückt. Nein, das schimpft man nicht. Hab das doch bloß gut gemeint. Ne? Ja, das weiß ich doch, aber ich will das nicht. Hörst du? Dann wirst du gar nicht nach gefragt, nicht? Und gefeiert werden muss. Da geht kein Weg an vorbei, nicht? Tralala, glücklich sein, tralala. Guten Abend, Frau Linke. Oh, Gerd Lammers. Das ist aber nett, dass du mal reinkommst. Ja, ich muss gleich wieder los. Ich habe das ja gar nicht gewusst. Also wenn hier gefeiert wird, dann will ich lieber nicht stören. Nee, halt's doch, Gerd. Gefeiert wird hier gar nicht. Sag mal, Emma, wo sind denn die anderen? Die sind noch im Kino. Noch im Kino. Ja, und du? Ich bin nur hier. Was? Ach Mensch, ich habe das dann nicht mehr ausgehalten. Du, das sieht ja ähnlich. Das war doch wohl kein Reinfall. Ich glaube nicht, du. Nee, ich weiß aber, ich habe überhaupt nichts mehr mitgekriegt. Erna, das Einzige, was ich nur brauchen könnte, das wäre eine schöne Tasse Kaffee. Ach du liebe Zeit, das habe ich nur ganz vergessen. Oh, da war im Schrank, du weißt ja Bescheid. Ich weiß ja Bescheid, nicht? So. Alle. Was? Alle? Also hier ist ja wohl nichts mehr, wie es sein soll. Gut, dass alles vorbei ist. Na, ich glaube eben rüber zu mir und koch dir einen Kaffee, nicht? Sonst kippst du mir doch um, ehe die Feier hier losgeht, nicht? Sonnenschein, glücklich sein. Soll ich nicht doch lieber gehen, Frau Linke? Nee, Gerd, bleib hier. Komm, setz dich doch. Ja, danke. Ich freue mich doch, dass du mal wieder hier bist. Ja, ich war gar nicht in Hamburg, ich war auf Montage. Aha, auf Montage. Ja. Ist Trudis wegen hier? Sie ist nicht schlecht, Gerd. Sie ist ein Kind, beide sind sie noch Kinder und wissen nicht, was sie wollen und was sie sollen. Frau Linke, mit Trudi, das geht nicht mehr. Ja, warum denn nicht, Gerd? Mach sie nicht mehr leiden? Ach, Frau Linke, wie würde das denn aussehen? Sie sind jetzt ein Filmstar und Trudi ist nur bestimmt eine gute Partie. Abwarten, Gerd. Abwarten. Nee. Und deswegen bin ich auch gar nicht gekommen. Nicht? Ja, weswegen denn? Na? Ist was mit Kuddel? Ach, das hat ja auch noch Zeit, das muss ja nicht heute sein. Doch, muss das und wegen diesem einen hier brauchst du nicht in der Berg zahlen. Also, was ist mit Kuddel? Na? Ja, also Sie wissen ja wohl, dass Kuddel sich damals ein Motorrad gekauft hat, nicht? Als das losging mit Ihrem Film.
Er wollte eine Vertretung annehmen, über Land. Ja, mal weiter. Ja, er hat mir gesagt, Sie wissen davon. Ja, natürlich weiß ich das. Ach so, das ist ja gut. Dann stimmt das ja wohl auch mit Ihrem Schuldschein. Ja, mit was? Mit dem Schuldschein. Ja, sonst hätte ich ihm das Geld ja gar nicht geliehen. Aber nun hat er schon 2 Monate nicht bezahlt. Und Sie haben ja unterschrieben, Frau Linke. Was? Ja, natürlich habe ich unterschrieben. Setz dich. Gerd, willst du ein Stück Kuchen? Warum sagt er mir nichts? Warum kommt er denn nicht zu mir? Muss ich denn alles immer von fremden Leuten hören? Warum haben die eigentlich alle solche Angst vor mir? Bin ich denn so streng? Na, die hatten immer ganz schön Bammel vor Ihnen. Ach ja, man muss doch hart sein. Ich will doch nur, dass Sie mir später nichts vorhalten. Ich will doch immer nur das Beste für Sie. Ist denn das nicht richtig? Muss ich darauf antworten? Och, das sind Sie. Ja, dann will ich mal lieber gehen. Du bleibst hier, Gerd. Oh, Tornau. Hier sind Sie. Und wir haben das ganze Kino nach Ihnen abgesucht. Jede Ecke. Liebling, komm auf, sie ist hier. Ja. Ach, Frau Linke, so einfach wegzulaufen. Wie konnten Sie uns das antun? Herr Tornau, Sie müssen schon entschuldigen. Das ist nicht zu entschuldigen, oder ist Ihnen schlecht geworden? Also gut war mir gerade nicht. Bei dem Erfolg? Die Leute haben getobt. 2000 Menschen haben Linke, Linke, Linke gerufen. Und wer hat sich verbeugt? Die Miketta. 92 Stufen. Frau Linke. Gucken Sie sich diesen Kranz an. Haben Sie sowas Schönes schon mal gesehen? 92 Stufen. Sag mal, soll der für mich Ja, sein? den sollten Sie im Kino überreicht kriegen, auf der Bühne. Hier, wo das Loch ist, da sollte Ihr Kopf rausgucken. So, da wird da rausgeguckt. Nix, niemand, gar nichts. Katastrophe. Ein Glück, dass ich weggelaufen bin. Mensch, ich bin doch kein Pfingstochse. Andere Leute reißen ihm Bein aus für so einen Kranz und der Linke muss man ihn hinterher tragen. Tornau, der kriegt einen Ehrenplatz. Aber wo? Hier in der Küche. Na, vielleicht hier. Hm? Ja. Wunderbar. Hier feiern Sie und uns lassen Sie sitzen. Nö, Herr Tornau, ich wollte das alles gar nicht, aber der ist schön. Ja, das will ich meinen. Der kann ja auch gar nicht schön genug sein für so eine Leistung. Na. Ist das Ihr Sohn? Nicht ganz, er soll mein Schwiegersohn werden. Aber Frau Linke... Doch, wenn alles gut geht. Ja, da kann ich nur gratulieren. Sogar ich würde in den sauren Apfel beißen bei so einer Schwiegermutter. Was? Ist Ihre Familie denn noch nicht wieder zurück? Nee, ich hab schon gedacht, das sind Sie. Ja, dann muss sie ja gleich hier sein. Also das muss ich sehen. Was die für Gesichter machen werden, wenn die ihre berühmte Mutter zu sehen kriegen. Und Sie gucken Sie sich bloß diesen Film an, dann wissen Sie auch, was Sie kriegen. Das weiß ich auch so. Ja. So, und jetzt mal raus mit der Sprache. Warum sind Sie ausgekniffen? Tornau, ich hatte einfach Angst. Aber das Publikum war Ich hingerissen. war ja nicht bange vor den Leuten. Vor mir selbst hatte ich Angst. Vor sich selbst? Ach ja, Sie können das sicher nicht verstehen, aber als ich mich da auf der Leinwand gesehen habe... Oh. Aber das ist doch nicht das erste Mal, dass Sie sich auf der Leinwand sehen. Na, im Studio. Oh, das ist doch ganz was anderes. Nee, heute habe ich mich zum ersten Mal so richtig gesehen und das war ich nicht. Und ob Sie das waren, phänomenal. Das geht doch allen so am Anfang. Das gibt sich. So, das soll sich aber gar nicht geben. Wissen Sie, das Gefühl, das war für mich wie eine Warnung. Das habe ich mitgekriegt. Gefühl? Warnung? Was soll das heißen? Das kann man nicht erklären. Herr Liebling, sehen Sie mal, der Kranz hier, wunderschön, aber nicht für mich. Und darum, Herr Liebling und Herr Tornau, ich muss Ihnen was sagen. Das war das erste und das letzte Mal, dass ich beim Film mitgemacht habe. Die Bombe, Tornau, jetzt ist sie geplatzt. Katastrophe. Aber Mutter Gib dir Linke. keine Mühe, Tornau. Ich kenne die Frau, die ist wie Eisen. Frau Linke, der Film hat ein Recht auf Sie. Das gibt Menschen, die haben ältere Rechte. Meine Kinder brauchen immer noch ihre Mutter, nur noch mehr als früher. Und mein Mann, der kommt ohne mich auch nicht zurecht. Aber Ihre Kinder, die sind doch jetzt alt genug. Und Sie können verdienen, was Sie wollen. Sie können doch Ihrer Familie jetzt alle Möglichkeiten bieten, die ganze Welt. Ja, und genau das will ich nicht. Genau das will sie nicht.
Muss ich Ihnen denn mit Zahlen kommen, mit Geld? Herr Tronner, das geht mir doch nicht um Geld. Ich will mit dem Film nichts mehr zu tun haben. Ja, und Ihre Familie, die hat auch noch ein Wort mitzureden. Die dürfen das gar nicht wissen. Die müssen ja jeden Moment hier sein, dann können Sie ja abstimmen. Das kommt nicht in Frage. Fragen Sie doch mal Ihren zukünftigen Schwiegersohn, was der dazu sagt. Wenn Frau Linke wieder zum Film geht, habe ich hier nichts mehr zu suchen. Ja, wieso? Herr Liebling, glauben Sie denn im Ernst, dass Trudi ihn dennoch heiraten würde? Aber so ganz objektiv sind Sie dabei nicht, Herr... Lammers, nee, bin ich auch nicht. Ich habe Sie sehr gern. Ja, und Ihr Mann, was wird der dazu sagen? Och, Otto, wir sind nun 30 Jahre verheiratet. Meistens glücklich und ohne Geld. Und so soll das auch bleiben. Können Sie das denn wirklich verantworten? Ja, das kann ich. Und lassen Sie mich das bitte auch ganz allein verantworten. Sehen Sie, das ist doch so. Wenn ich nicht mehr das große Geld nach Haus bringe, dann müssen die doch arbeiten. Für mich arbeiten. Ob Sie nun wollen oder nicht. Und Sie, wollen Sie denn wirklich wieder anfangen, sauber zu machen? Na klar, mein Zeit, das muss ich doch, sonst langt das doch nicht hinten und nicht vorn. Und Sie haben mir das versprochen. Ja, Tonne. Jetzt musst du jedes Mal den Hut abnehmen, wenn du über den Schrupper stolperst. Tja, versprochen ist versprochen. Den ist ja gut, aber was wird denn hier nun mit dem Kranz? Wollen Sie den nun nicht wieder mitnehmen? Nee. Der unvergleichlichen Emma Linke. Oh, Sie. Katastrophe. Oh Gott, der arme Liebling, er tut mir so leid, aber ich kann das nicht helfen. Er glaubt's ihm. Ich nicht. Ich glaube nicht daran, dass mich die Frau, mit der ich 3 Monate so gut zusammengearbeitet habe, im Stich lässt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh Mann. Das war das und nun geht's ans Aufräumen. Frau Linke, haben Sie das ernst gemeint? Mit dem Schwiegersohn, na klar, lieber heute als morgen. Komm, ich habe hier so ein Geheimfach, komm mal her. Hol mir die Zigarrenkiste da mal raus. Die hier? Ja, gib mal her, so. Das Hartgeld, das packen wir da oben wieder rein, ne? Da, das bleibt aber unter uns. Mensch, ist das eine Menge Geld. Ja, und was soll ich damit? Ja, hier ist mir das nicht mehr sicher genug. Aber Frau Linke... Nee, nicht was du denkst. Vor mir selbst ist mir das nicht mehr sicher genug. Weißt du, das Geld, das habe ich gespart für mich und meinen Mann. Wenn ich mal nicht mehr arbeiten kann, da weiß kein Mensch was von. So, nun nimmst du das Geld und kaufst mir erstmal 10 Lose für die Fernsehlotterie. Gewinn, dann macht das gar nichts, dann habe ich wenigstens ein bisschen geholfen, nicht? Denn die tun ja viel Gutes, vor allen Dingen für die Alten. Und alt werden wir ja alle mal, nicht? Denn ziehst du das Geld für das Motorrad ab und den Rest, den bringst du für mich auf die Bank, dass ich da bloß nicht ran kann. Ja, aber einen Fremden wie mir Ich können gib's Sie doch doch keinem nicht... Fremden, ich gib's meinem Schwiegersohn. Mensch, du steck das endlich ein. So, und du hilfst du mir mal, den ganzen Tüdelkram hier wieder abzumachen. Los, Gerd, hopp! Sag mal, was soll das Brautpaar denn hier? Ja, da habe ich mich auch schon drüber gewundert. Brautpaar, was ist das denn? Ach, Erna mit dem Kaffee. So, hab gleich für die ganze Familie mitgekocht. Oh, Was ist denn Erna? Oh, ich will das Kaffee nicht rein. Der unvergleichlichen Emma Linke. Oh, Emma, schön. Du sag mal, Erna, hast du das Brautpaar da ans Fenster gebummelt? Oh, hab ich ja ganz vergessen. Bin aber auch zu nichts gekommen. Du, nee, da muss ich ja noch was überbacken. Oh nee, Erna, das lass mal so. Nein, hier, das muss heißen. Hochlebe der Filmstar. Nee, lass das mal so, wie das ist. Das ist ein gutes Zeichen. Oh, Emma, das gibt's doch Morgen nicht. den Filmstar mal hier. Was soll das denn? Das ist vorbei. Sag mal, fühlst du dich auch gut? So gut wie heute habe ich mich lange nicht gefühlt. Ja, Frau Linke will nichts mehr mit dem Film zu tun haben. Was soll das heißen? Will nichts mehr zu tun Ach, haben. Erna, wenn du dich zu Ende gewundert hast, dann sei doch so gut und mach mal die Tür auf, ne? Bist vielleicht Mutter. Na sowas aber auch. Nee, also, ich kann hier gar nicht sagen, nicht
Trudi, Kuddel, unsere Mutter. Ach, Mutter, wie du gestorben bist. Otto, nu heul doch nicht mehr, du bist doch kein kleines Kind mehr. Hast du tot geblieben bist, Mutter? Ja, ich leb ja noch, Otto. So, nun mal alle ran. Frau Krause hat einen schönen Kaffee für uns gekocht. Na, wieder gut? Ist das ein Wunder, nicht? Ach, was war das schön, nicht, Kuddel? Und was haben wir geheult? Oh, Mensch, ihr seid doch durchgedreht. Trudi, willst du Gerd nicht guten Tag sagen? Namen Trudi. Na, Gerd. Namen Kuddel. Abend. Ha, Gerd, bist du auch im Kino gewesen? Nee. Tja, ich glaube, ich muss dann gehen, ne? Nee, das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Du trinkst mit uns Kaffee. Ja, Gerd, so viel Zeit muss sein. Du, ich kann dir bloß sagen, da hast du was verpasst. Ja, da ist er ja. Trudi Kuddel, da ist er ja, der Kranz. Oh, ja, Gerd, stell das Ding mal weg. Echt, den Kranz? Ja, wir brauchen doch den Stuhl. Stell ihn unter das Fenster, das stört da niemanden. Und du holst noch mal einen Stuhl aus der Kammer, nicht? Ja, nur mal ein bisschen Dalli. Frau Krause muss doch auch sitzen. Du Emma, ich möchte aber nicht stören. Aber Erna, du gehörst doch zu uns, du störst doch nie. So, und du setzt euch, oh, du sitzt ja schon. Und Trudi, Gerd, ihr setzt euch dahin. Kuddel, du sitzt da oben neben mir. Erna sitzt neben Otto. Ja, Otto, nicht nur Herr Linke. So, Mutter, du kannst ihnen aber auch den ganzen Spaß verderben. Was soll das? Du wird Kaffee getrunken, ehe er kalt wird. Kommt man nach Haus, man weiß nicht, wo einem der Kopf steht. Ist das nicht so? Trudi Kuddel, ja muss ich denn immer alles alleine sagen? Ihr seid doch sonst auch nicht auf den Mund gefallen. Meine Güte, was sollen wir denn mit all dem Kuchen? Sag mal, wo kommt der denn her? Ja, komm, pass mal auf hier. Der hier, der ist von mir. Oh, der ist ja schön. Ne? Und du pass auf. Frau Hartmann, Frau Günther, Opa Witt und halt euch fest, Hauswirt Ritter. Was? Vom Ritter? Ich werde verrückt. Höchstpersönlich hat er ihn gebracht. Und die 3 Nelken auch da. Du, das soll ich dir bestellen. Er hat eine große Wohnung für dich. 6 Zimmer mit Bad und WC und kalt und warm Wasser und allen Komfort. Und dann hat er doch gesagt, dass du hier ja nun nicht mehr wohnen bleiben kannst. Bei deinem Status. Jawohl, der Mann weiß Bescheid. Hab ich das nicht auch gesagt? Eine Villa an der Elbchaussee wäre nun genau das Richtige für uns. Bei unserem Status. Wir ziehen nicht um, wir bleiben hier wohnen. Ja, was soll das denn nun wieder heißen? Dass wir kein Geld dafür haben. Kein Geld? Oh, Mutter, nun machen wir mal einen Punkt, du. Also, Mutter, das verstehe ich auch nicht. Ja, wer hat denn Geld? Du vielleicht. Du hast doch nicht mal eine Stellung, nicht? Aber du hast doch die 4.000 Mark und... Ah, und wer soll dein Motorrad bezahlen? Kannst du das? Ach so, Gerd, du hast ja... Gerd hat gar nichts. Ich habe Gerd versprochen, dass ich das bezahle. Na ja, ich habe ja auch selbst Schuld, nicht? Warum unterschreibe ich denn so einen Schuldschein, ne? Ja, mein Junge, halt dich mal ran, dass du mir das bald wieder zurückbezahlen kannst. Was denn, was denn? Die lumpigen 4.000 Mark, das ist doch erst der Anfang. Das geht doch nur erst richtig los. Oh, was haben die Leute geschrien? Linke, Linke, Linke. Da habe ich zu mir gesagt, nu hast du das geschafft, Otto. Haben sie. Und so wie ich die Filmbranche kenne, kann Emma nur verlangen, was sie will. Sag ich doch. Geh doch nur erst richtig los. Das weiß doch jedes Kind. Wenn man da erstmal drin ist, dann läuft das ganz von alleine. Ich weiß das aber besser. Na ja, ich muss das doch wissen, nicht? Sie haben zu mir gesagt, ich wäre nicht schlecht gewesen. Haben Sie gesagt. Tja, und das war alles. Und nun können Sie mich nicht mehr brauchen. Was? Sie können dich nicht mehr brauchen? Nee, Trudi, so ist das beim Film. Nichts Reelles. Soll das heißen, du wirst nicht mehr filmen? Tja, Vater, genau das heißt das. Wir sind nun so arm oder so reich wie früher. Du warst so gut, Mutter. Das ist eine Gemeinheit. Nee, das ist nicht gemein, Kuddel. Die Herren vom Film haben nie gesagt, dass ich bleiben soll. Für einen Film haben sie eine Mutter gebraucht. Das war ich. Aushilfe. Versteht ihr, so war das abgemacht. Oder habt ihr denn nur im Ernst geglaubt, die wollten einen Filmstar aus mir machen? Ja, warum denn nicht, Mutter? Du warst doch so gut. Nee, das kann ich nicht begreifen. Och, die haben doch alle keine Ahnung, diese Filmheinis. Na, Otto Lassmann hat mir ja auch viel Spaß gemacht, ne? Also Emma, das kannst du mir nicht weismachen. Das ist aber so. Gerd war ja dabei, als die Herren mir das gesagt haben.
Stimmt doch, Gerd. Ja, das stimmt. Ach, und das haben Sie dir so batz ins Gesicht gesagt? Ja, wo denn sonst wohin? Da muss ich erst einen kleinen Oh aufhauen. nein, Otto. Doch, Otto, darfst du heute, aber nur einen. Ja, aber Mutter, was machen wir denn nun mit dem Lorbeerkranz? Den Lorbeer, na Vater, den kann ich doch gut gebrauchen. Wozu? Na, zum Hering einlegen.